Kling, Glöcklein, klingelingeling, kling, Glöcklein, kling. Ja, hallo, Ludwig. Hallo Janosch, freue mich, dass ich da sein darf. Du heißt ja Link zum Nachnamen, Genau, wie ich herausgefunden habe. Ja. Ludwig Link. Ja. Wie heißt deine Website? www.storypower.ch. Und um das geht's. Es geht um Storytelling. Das ist das Thema, das wir in dem Video haben. Ich würde sagen, legen wir gerade los. Ludwig, Janosch. wie bist du eigentlich zum Thema Storytelling gekommen? Warum ist das für dich so ein wichtiges Thema? Wie bin ich dazu gekommen? Das ist vor, glaube 4 oder 5 Jahren passiert. Und zwar habe ich einen Auftrag gehabt bei der Swisscom, bei der IT-Firma von der Swisscom, zum Thema Geschäftsmodelle. Die bei der Swisscom hatten damals 700 Mitarbeiter durch ein 2-tägiges Führungskräftetraining geschickt. Und ein Teil von denen, ein Drittel von denen ist durch meine Workshops zum Thema Geschäftsmodelle gegangen. Wir haben sich also noch überlegt, wie sie das bestehende Geschäftsmodell verbessern oder neue machen können. Und am Schluss von diesem Workshop hatten die Aufgabe, eine Geschichte daraus zu machen. Weil so ein Geschäftsmodell ist teilweise was Abstraktes, kann man sich kaum vorstellen. Und dann war einfach Geschichte fällig. Und das waren so Woche für Woche habe ich da Geschichten gehört. Also innerhalb von 3 oder 4 Monaten 65 Geschichten, wow. Business-Geschichten. Okay. Und das war ganz stark, ganz starker Impuls. Teilweise also lustige, ganz normale Geschichten, fantasievolle, überraschende. Also ich habe mich jedes Mal drauf gefreut. Das war der erste starke Impuls, dann haben wir nicht genau gewusst, dann habe ich noch von einem Mentor noch einen zweiten Impuls gehabt, ein zweiter starker Impuls, und dann habe ich gewusst, ja, da mach jetzt was. Ja. Und ich habe selber erlebt, wie es bei mir gewirkt hat, und denke, ja, das ist ja ganz toll, und das will ich auch meine zukünftige oder bei bestehender Kunden, das sind Unternehmer, kleine, mittlere Firmen und auch Selbstständige, das weitergeben, was einfach ganz was Mächtiges ist, ja, und weil man da halt ziemlich viel rüberbringen kann, aber da wollen wir nicht darüber reden. Also es ist lustig, wir haben uns ja circa vor 5-6 Jahren kennengelernt, im Toastmasters Club, das ist auch ein Rhetorikclub, und ich habe das toll gefunden, dort einfach mit den Icebreaker-Reden, wo man ein bisschen aus dem Kopf rauskommt, und dann später eben, wo die Leute dann auch ihre Vorträge mit verschiedenen Fokusthemen gehabt haben, oder? Also entweder das Auftreten selber, fließenden Dialog und so weiter, oder? Da weisst du besser Bescheid, du bist ja dort Präsident gewesen, wo ich gekommen bin. Wenn wir jetzt beim Thema Story sind, was macht eine gute Story aus, oder eine gute Geschichte? Was macht eine gute Geschichte aus? Es sind ein paar Elemente, die es braucht. Fangen wir mal ganz einfach an. Das erste Punkt ist das, in einer guten Geschichte soll was passieren. Ja. Das heißt, ein kleines Ereignis, eine Überraschung. Beispiel, ich gehe nach Zürich, in Bahnhofstraße am Samstag, schaue die Läden an und fahren wieder zurück nach Uster. Ja, ist noch nicht so spannend. Ja. Das erste Element, es soll irgendwas passieren drin. Wir fahren nach Zürich, will zum Shoppen gehen, und plötzlich treffe ich die Janosch. Völlig überraschend, das seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Und reden mit ihm, was er heute so macht. Dann komme ich wieder zurück, und da ist halt in dieser kurzen Sequenz, um auf den Punkt zu kommen, ein kleines Ereignis passiert. Der Anfangspunkt und Endpunkt soll sich unterscheiden. Ja. Ich habe eine neue Erkenntnis gekriegt, habe was erfahren, das ist das eine. Ein paar weitere Elemente, die recht gut sind, also wenn es einen Helden gibt, es muss nicht immer ich sein, bei der Firma, da schauen wir halt, dass der Kunde der Held ist. Ja. Ein Held, ja. Dass wir dann einen Held haben, der was tut, handelt, und der so ein Ziel hat oder ein Motiv. Ja. Also haben wir so 3 Elemente. Dann ganz wichtiges Element, wir haben es eines angesprochen, das heißt ein Problem, ein Schurke, um Spannung reinzukriegen. Das ist gut, ja. Sonst, das sind dann all die Hollywood-Filme, da gibt es einen Schurke, und zwar ist, der muss genauso gut sein wie der Held, sonst ist es einfach nicht spannend. Ja. Das 4. Element, und ganz zum Schluss halt noch, damit sich die Leute das Geschichte vorstellen, dass ein bisschen Detailmarsch, also in der Bahnhofstraße gegangen, es war ein regnerischer Tag, grau, und laufe da entlang, und beim Schirm plötzlich strahlende Janosch. Was ist da los? Steigt da so in den Himmel auf. Steigt so in den Himmel auf, ja.
Also nochmal kurz zusammengefasst. Grundsätzlich, es braucht ein Ereignis. Der Ausgangspunkt und der Endpunkt sollen verschiedene sein. Ja. Und dann haben wir gesagt, 5 Elemente. Ein Held ist ganz gut, der etwas tut, ja, aktiv wird, der ein Ziel oder Motiv will, irgendwas machen will oder einen Grund dafür hat. Dann haben wir 4. gesagt, Probleme, Schurke oder sowas, um Spannung reinzukriegen. Und 5. noch Details, damit sich die das Geschichte hören auch besser vorstellen können. Es geht also darum, so quasi wie so ein DVD beim anderen, den Kopf reinschieben und auf Play drücken und dann läuft bei ihm ein Film ab. Ja. Und das grösste Problem ist auch, wenn dann die Leute, du erzählst, ja, bist du in der Ferien gewesen, und dann sagt er, ja, das Wetter ist gut gewesen, der Strand ist sandig gewesen und Schleiß. Vor allem, mein Lieblingswort, es ist cool gewesen. Cool. Okay. Also eigentlich ist es auch eine Herausforderung für dich als Zuschauer, wenn du zu wenig Storys hast, dann schau, dass du auf eine Abenteuerreise gehst. Am besten planst du eigentlich gar nichts, gehst irgendwie für ein paar Tage irgendwie in ein anderes Land, eine andere Stadt und tust mal nur den Flug planen und den Rest tust einfach auf dich zukommen lassen. Dann hast du also sicher eine Story, die du kannst erzählen, oder? Richtig, ja. Und dann auch sammeln, ja. Ja. Das weiß ich, in einem Notizbuch, ja, also so kleine Notizen machen, weil sonst vergisst man es wieder. Ja, genau. Ganz tolle Idee, ja. Oder im Alltag mal, du hast bestimmte Ideen, was man im Alltag machen kann, dass du in Zürich Abenteuer erlebst. Ja. Also ich denke jetzt gerade eine Mutprobe. Bahnhofstraße rückwärts runterlaufen. Oh ja. Und, was weiß ich, Klingglück in Klingeling singen oder sowas. Klingglück in Klingeling singen oder sowas. Klingglück in Klingeling singen oder sowas. Kling, Glück, klein, klingelingeling. Kling, Glück, klein, kling. Kling, Glück, klein, klingelingeling. Kling, Glück, klein, kling. Ich finde es gut, dass du sagst, eben aufschreiben, oder? Weil am Anfang ist es so ein bisschen, dann hast du es noch nicht so fassbar. Und je mehr, dass du diese Story erzählst, weil du hast immer wieder neue Leute, die du kennenlernst, und dann zwischen ihnen entsteht eben die Gelegenheit, dass du von dieser Story erzählst, oder? Ja. Desto mehr kannst du es nachher auch schmücken oder noch ein bisschen spannender verpacken, oder? Also Beispiel, ganz simple, einfache Geschichte. Im Alltag passiert, ich habe einen Kunde in Rüti und fahre mit der S-Bahn zurück. Und dann hat halt nächster Ort hat sie angehalten. Ich kann mal weiterfahren, weil in Wetzikon, zwischen Wetzikon und Uster, ist der Strom ausgefallen. So, und dann habe ich mir einfach gedacht, na, was mache ich jetzt aus der Situation? Den konstruktiv, vielleicht kommst du jetzt da trotzdem noch nach Uster. Ich wollte nicht um den Zürichsee rumfahren. Ja. Bin auf dem Bahnsteig, habe niemanden gesehen, den man hätte mitnehmen können, gehe auf einen Bahnhof rüber, sehe, wie der Bus wegfährt, so ein Ersatzbus, der schon gefahren ist. Und dann immer da drin gewesen, wie komme ich jetzt nach Uster, wo ist meine Chance? Und plötzlich kommt daher ein Renault Espace mit einem Mann drin. Vor mir geht eine Frau dorthin, langhaarige, rote Haare, gell? Ja. Macht er auf, dreht sich um und sagt, wer möchte mit nach Uster fahren? Und er sagt, wow, da ist er. Super. Reinstiege. Ganz einfache, simple Geschichte. Und so geht's los, den mal aufschreiben. Ja. Und da die Sammlung einfach Stück für Stück vergrößern. Ne? Also im Alltag anfangen, und dann hat die speziellen Tipps, wie du da vorher gesagt hast, in der Ferien nachher noch. Ja. Wenn man jetzt mehr interessiert ist an dem, was du machst mit Storytelling, Story Power, wie findet man dich? Wir finden mich ganz einfach auf storypower.ch auf der einen Seite, gut, dann auf Facebook, Xing, Twitter, LinkedIn, was habe ich noch? Instagram? Nein, noch nicht. Also da auch. Und Snapchat? Nein, noch nicht, ja. Also da bin ich auch präsent und speziell halt immer für Selbstständige, so wie du das jetzt da machst, ja. Und für Unternehmer. Ja. Bei mir geht es darum, dass der Unternehmer selber Geschichte erzählt. Also weil bei der Kommunikation haben wir viel Texte zum Beispiel, Bilder, wir werden viel mit Bildern kommuniziert. Was wenig ist bisher heute noch, ist das mit der mündlichen Kommunikation vom Unternehmer selber. Und das ist das, womit er sich unterscheiden kann. Ne? Also es wird halt einfach viel transparenter. Man weiß sofort, wen ich da, also bei dir jetzt vor mir habe, wenn ich deine YouTube-Clips anschaue, weiß sofort, jawohl, zum Janusz geh jetzt da oder geh eben nicht. Ja. Da tust du dir Zeit ersparen, die andere spart sich Zeit. Ja. Und etwas ist noch, was ihr erfahrt, es trauen sich nur jetzt noch nicht so viele. Ja. Also im Moment sind es noch wenige, also es ist eine tolle, große Chance, wenn man seine Geschichte mündlich kommuniziert.
ganz einfach heute mit den YouTube-Clips oder Vorträge, wie auch immer da. Also das ist so, also wie man mich findet und was so mein Schwerpunkt ist und mein Anliegen ist. Also viel mehr Unternehmer in der Geschichte erzählen und das auch mündlich kommunizieren. Cool. Sehr gut. Danke vielmals für das Interview. Und auch unten, ich tue das unten verlinken, wenn ihr all die Infos wollt, seine Website und Xing und alles tue ich rein, dann kann man dich gerade so anschreiben. Okay. Dann würde ich sagen, das ist es, oder? Ja. Cool. Viel Spaß beim Stories erzählen. Probiert es mal aus. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sicher auch dir noch schreiben oder mir. Gut, ja. Und dann tun wir die beantworten. Ja. Gut. Okay. Dann macht's gut. Ciao zusammen. Ciao.